Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Leute, Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer kleinen FC Bayern Reaction. Ja, Leute, heute unser Verein 125 Jahre alt und es gibt ein Q&A von Vincent Kompany auf dem FC Bayern Kanal und da gehen wir einfach mal rein. Ja, bevor wir das tun, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, lasst gerne ein Abo da und unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, und in diesem Sinne gehen wir mal rein in den Bums. Liebe Fans, danke für eure Frage. Ob deine Frage dabei ist, sehen wir gleich. Bis jetzt noch kein einziges Spiel erlebt, wo wir nicht die volle Unterstützung bekommen haben. Ja, warum auch? Ne? Also bisher, mal abgesehen von Leverkusen und die eine oder andere Halbzeit oder 20, 25 Minuten, aber was auch sehr selten war, hat man ja gemerkt, dass die Mannschaft wollte. Ja, selbst in Leverkusen hast du ja irgendwo gemerkt, so die Mannschaft will, auch wenn es dann vielleicht nicht ganz konnte. Ja, und das ist ja der Riesenverdienst von Vincent Kompany immer im Gegensatz zum letzten Jahr. Ja, du hast halt das Gefühl, so es steht eine Mannschaft auf dem Feld. Ja, klar, in schwierigen Situationen fehlt oft so der große Anführer, der dann die Mannschaft mal ein bisschen nochmal wachrüttelt. Aber im Großen und Ganzen hast du ja immer das Gefühl, es ist in der Mannschaft auf dem Feld. Ja? Und das ist ein Riesenverdienst. Die Dame stellt die Frage, aber sie kennt meine Antwort schon. Ich bekomme immer Stress, wenn ich das sage. Ja, perfekt. Lieber Vinny, wie geht's dir? Wie gefällt dir München bisher? Gibt es da einen Lieblingsort von dir in München? Ich hoffe, das wird irgendwann Marienplatz. Aber im Moment muss ich sagen, wenn ich ein bisschen Zeit habe, dann gehe ich eher Richtung Bergen. Mein Job ist eigentlich immer Volltempo, viele Leute treffen, viele Leute auch überzeugen, motivieren und führen. Und dann mag ich eigentlich diese totale Ruhe, dass man bekommen kann in die bayerische Bergen oder sogar ein bisschen weiter entfernt. Und das ist für mich ganz Besonderes. Ist nicht selbstverständlich, hat man nicht Ja, erstmal, lass ihn erstmal überall. ausreden. Und das ist für mich, das will ich auf jeden Fall nützen. Ja, ist bei mir, also erstmal, ja, gehe ich 100% mit. Ja, ich denke, auch da muss man mal einen Hut ziehen vor Vinny, bei aller Kritik, die man vielleicht irgendwo äußern kann. Aber auch er hat es geschafft, fast jeden Spieler wieder besser zu machen. Ja. Unter Thomas Tuchel ist fast jeder Spieler schlechter geworden, mit ganz wenigen Ausnahmen. Und unter Vinny ist es genau das Gegenteil. Ja. Es gibt ein paar Ausnahmen, so Serge, D-Boy, aber selbst ein King hat er wieder hinbekommen, einigermaßen. Und ansonsten hat er jeden Spieler besser gemacht. Guckt euch nur Opa und Minjay an, beste Beispiel. Ja. Oder auch ein Leon Goretzka. Ein paar Linia vielleicht nicht unbedingt, aber der hat auch ganz andere Sorgen, verletzungsmäßig und privat und sowas. Das ist relativ schwierig zu beurteilen. Ja, ein Guerrero gehe ich auch mit, den hat er auch nicht unbedingt besser gemacht, aber der Rest gibt es auch nichts dran zu meckern. Ja, und ja, ich persönlich bin auch eher der Bergtyp anstatt der Strandtyp. Wo ich auch mal gern am Meer bin, aber dann nicht irgendwie Malle bei 35 Grad oder sowas, dann eher irgendwie Nordsee oder sonst irgendwas. Ja, das kann ich mir auch mal geben, aber im Prinzip bin ich mehr so der Bergtyp und dann eher wie, keine Ahnung, wenn wir schon in der Ecke sind, so Eibsee oder sowas, das ist dann eher meins. Und ja, ich verstehe, was er meint. Wenn ihr schon mal, je nachdem, wo ihr wart, in den Bergen unterwegs wart, dann, wenn da nicht super viele Peoples sind, auch Sauerland zum Beispiel, gibt es schöne Wanderrouten, wo man relativ wenig Menschen trifft und das ist schon, ja, ist auch eher meins, wie so Strandgedöns. Was ist dein Lieblingsessen aus der bayerischen Küche? Also wir haben viele Österreicher hier und das heißt, ich bekomme immer Stress, wenn ich das sage, aber was ich am meisten esse in München ist Wiener Schnitzel
und Kaiserschmarrn. Und ich mag das und ich sage immer, das ist super in München. Und dann habe ich die ganze Österreicher, die mich daran erinnern, das kommt eigentlich aus Österreich. Aber dieses Debatt lasse ich an euch. Sehr gut. Wenn ich es beantworten müsste, ich weiß gar nicht, was typisch bayerisch ist. Knödel esse ich super gerne. Ich glaube, das ist schon ganz gut, oder? Das ist auch schon sehr bayerisch. Ja. Alle Arten von Knödel. Ich bin ein Knödeltyp. Du hast ja auch schon mehrmals selber gegen Bayern gespielt. Wie war es immer, gegen unseren FC Bayern zu spielen? Und andererseits, wie ist es jetzt auf unserer Seite als Coach oft an der Seitenlinie zu stehen? Würde mich interessieren. Die beste FC Bayern-Mannschaft, wo ich gegen gespielt habe, dann hattest du einfach ein Gefühl von Unmacht. Das ist die Wahrheit. Am Ball bekommst du keine Zeit. Pässe, Rundspiele war fast unmöglich. Und verteidigen war es einfach immer sehr, sehr aktiv, offensiv Fußball, wo entweder Ribéry links oder Robben rechts und Lewandowski oder Gomez im Mitten immer was vorhatten und einfach sehr, sehr viele Spiele mit viel Qualität, aber auch Geschwindigkeit und Energie. Und ja, jetzt bin ich Bayern-Trainer und ich nehme es natürlich auch mit von beiden Seiten. Ich denke, mein Take, ich glaube, er hat sich ein bisschen einfacher vorgestellt mit den ganzen Spielern, denke ich. Und wahrscheinlich hat er noch ein bisschen eine andere Vorstellung, aber das werden wir hoffentlich, ja, hoffentlich, werden wir das in den nächsten 1-2 Jahren sehen, wie die Mannschaft umgebaut wird. Ja, und hoffentlich mit Vincent Kompany. Egal, mal unabhängig von irgendeinem Abschneiden in der Champions League. Ja. Weil ich war Gegner, aber ich habe das auch sogar mit City auch erlebt, was das Gefühl ist, wenn man diese dominante Mannschaft ist. Und ich hoffe und ich wünsche mir, dass einfach jeder dieses Gefühl bekommt. City ist ja wohl eh nicht dominant, wenn nicht sogar dominanter unter Pep Guardiola über lange Zeit gewesen. Also. Und wenn die gegen unsere Bayern spielen, das ist einfach, dass die manchmal auch machtlos sind. Und ich weiß noch, wir haben manchmal auch einen Punkt geholt gegen Bayern in diese Momente, aber trotzdem nach dem Spiel alle das Gefühl gehabt, das war eigentlich ein bisschen Glück und das war nur eine Richtung Fußball. Und das ist auch die Basis von was ich jeden Tag mitnehme als Trainer. Wie viele Sprachen sprichst du und welche Sprache coachst du? Also Deutsch ist eigentlich meine 4. Sprache, das heißt, es ist noch immer schwierig für mich, das immer als Führungssprache zu haben im Training, deswegen coache ich auch auf Englisch. Und ich bin aufgewachsen, habe ich Französisch gesprochen zu Hause, Niederländisch in die Schule und dann Englisch im Fußball ganz oft und dann jetzt Deutsch. Und das wird immer besser. Dafür spricht er schon sehr gut Deutsch, ne? Wieder, auf jeden Fall. Auch wenn er manchmal ins Englische zurückverfällt. Ja, was, wenn man das aber gerade hört, auch völlig verständlich ist. Auch wenn es manchmal nervt. Glaube ich, 6 Monate und dann, oder vielleicht noch ein Jahr und dann kann ich das wieder vielleicht fließig sprechen. Lieber Vini, da ist der Gabriel. Hast du irgendwelche Rituale vor einem Match? Ja. Ist ja wohl frech, dass der mal da mit einem Nike-Cappy aufläuft, ne? Junge, mach dir mal Gedanken. Mit einem Nike-Cappy. Hier. Immer Nachricht schicken zu meiner Familie und meiner Frau. Und du hast dieses Volltempo bis zu ungefähr 40 Minuten vor dem Spiel. Das ist Interviews und nochmal mit der Mannschaft sprechen und nochmal vielleicht die letzten Details mitgeben. Und dann hast du eigentlich fast 20 Minuten einfach totale Ruhe. Weil dann sind die Spieler draußen, die machen Aufwärmung. Das war am Anfang für mich komisch, weil ich das Spielen natürlich nie hatte. Aber jetzt habe ich mich daran gewöhnt und das ist einfach, ich kann das schätzen. Ruhe und dann ist wieder Volltempo. Hallo Vincent, bist du beeindruckt von den Fans von Bayern? Ja.
Ja, was soll er dazu jetzt sagen, wa? Ja, immer wieder. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Spiel erlebt, wo wir nicht die volle Unterstützung bekommen haben. Würden viele sagen, das ist ja normal, aber manchmal in so einem großen Verein, die schon so oft gewonnen hat, ist es nicht selbstverständlich. Und wir haben immer wieder diese Unterstützung, egal wo auf die Welt. Und das ist nicht nur für die Jungs wichtig, aber, glaube ich, auch zeigt, warum dieses Verein so besonders ist. What's the difference between English and German football tactically? Ja, da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob das so viel Unterschied ist. Ich meine, früher, ja, wo der englische Fußball noch irgendwie ein bisschen hinten anstand und man mehr von Kick and Rush geredet hat, da war der spanische Fußball halt ganz weit vorne, würde ich behaupten. Bin mal gespannt, was er sagt. I don't know if it's that clear anymore, the differences between, I think maybe 20 years ago, 15 years ago, it would have been easier to answer. Ja. With the typical kick and rush from English football and the Leute, physicality soll noch mal einer sagen, ich habe keine Ahnung, was ist denn los? of German football. I think there's definitely closer lines Ja, denke ich tactically auch. nowadays, because in the end, nearly every coach in top level football Ja. has an extensive understanding or use of spaces. So because tactics is spaces, and so that side of it, it's pretty well understood by English, German, Spanish, French coaches. But if I would say something that probably still at the moment is a difference between both leagues is, I think the English league is overall become, I would say, and there's a financial reason behind it as well. It's a very well-funded league, but it's overall really focused on the physicality of players in every department. And I think in Germany, I think it looks like it's happening now. It's pushing again in that direction as well. So I could see again the difference is actually becoming even smaller over the future, because you see as well in German teams, there's more speed now. There's more. It's not just physicality. It's not always power and size. It's speed. It's balance, robustness, and I think the tempo of the game is increasing in the Bundesliga. If you look at teams like Frankfurt and Leverkusen, Leipzig, there's quite a few teams now that are increasing that side of the game. So again, I would say the English teams have maybe focused on it for not too much, but a few more years now. The combination of speed, volume, and balance. And I think that what I'm seeing now in Germany is that it's going in that direction, which in the end it's good for fans because it increases the tempo of the games. Ja, habe ich ja auch gesagt, ich sehe das auch ähnlich. Ich denke, es gibt nicht mehr diese Riesenunterschiede, wenn wir über Top-Fußball reden. Ja? Deswegen können ja auch Coaches wie Hansi Flick, der nach Spanien geht, der kommt sofort klar und so weiter. Ja? Sonst wäre das ja auch immer eine Riesenumstellung für die Coaches und die müssten jedes Mal ihre Herangehensweise oder sowas extrem anpassen. Dass man das ein bisschen tut, ja, er hat es ja auch gesagt, die Bundesliga ist ein bisschen schneller, wie Teams Frankfurt, Leipzig und sowas. Und in England ist man mehr auf Robustheit und Balance ausgerichtet. Ja, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er jetzt irgendwas raushaut, was ein riesengroßer Unterschied ist. Wie gesagt, die Art von Fußball, ja. Englischer Fußball ist wahrscheinlich ein bisschen schöner anzuschauen in großen Teilen, aus den Gründen, die er auch gesagt hat. Und dass da natürlich eine Menge mehr Geld hinter ist als in der Bundesliga oder in anderen Ligen. Und dadurch da ein größeres Portfolio von guten Spielern spielt, sollte klar sein. Ne? Lieber Winnie, ich hätte eine Frage. Welcher Spieler macht den meisten Blödsinn im Training? Den meisten Platz. Blödsinn. Blödsinn. Ja, ja, Blödsinn. Die Dame stellt die Frage, aber sie kennt meine Antwort schon. Ja, genau. Ich muss Thomas sagen, Müller, Alter.
Es ist ganz oft schon Thomas Müller, auf jeden Fall. Aber er macht das mit Qualität. Ne? Also was er auch macht, es gibt manchmal ein Tor, kommt ein Tor von, beeinflusst seine Mannschaft positiv oder die Gegner negativ. Und ist auf jeden Fall auch sehr, sehr klug, sehr, sehr clever damit. Sonst haben wir natürlich auch Leroy und Jamal und es gibt einfach viele sehr, sehr, sehr gute Spieler, die im Training auch viel Spaß haben, würde ich sagen. Vielen Dank, liebe Fans. Danke für die tollen Fragen. Oder? Wir sehen uns. Vinny, hau rein, ne? Vinny, hau rein. Ja, gut. Dass da jetzt nicht irgendwie die super komplexen Fragen kommen, war auch klar, aber die eine oder andere Frage war ja auf jeden Fall ganz interessant. Und von daher, Leute, vielleicht hat es den einen oder anderen von euch gefallen. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie schon gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, ein Abo und ja, damit supportet ihr mich einfach. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.